Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und das mal mit dem Thema A1-Prüfung. Was letztes Mal ins Wasser gegeben. Als ich mal durchgefahren bin, hat das Wasser wirklich bis da wo der Baum ist. Bis da wo die Straße ist, hat das Wasser auch nicht gegeben. So viel Wasser. Es war so überschwemmt gewesen. Es ist wirklich nicht mal. Ich glaube, so ist auch der Baum gekommen. Ich weiß auch nicht, wie es da einer ausgesehen hat, als ja irgendeine Brücke. Da willst du mal spazieren mal gehen. Nein. Heute zu einem anderen Thema. Heute ein anderes Thema, und zwar mach dir verdammt normal nicht die A1-Prüfung. So viele Leute fragen mich, ja, was haltest du von der A1-Prüfung? Was haltest du von der A1-Prüfung? Schon etwas Geiles, oder? Und ich muss immer sagen, grundsätzlich, es ist vielleicht geil, ja. Es ist zwar vielleicht schon geil, grundsätzlich die Prüfung, ja. Aber wenn man so ein bisschen mehr nachdenkt, wenn man so ein bisschen besser nachdenkt, ist sie eben trotzdem nicht mehr so geil, weil du hast viele einzelne Punkte, die dir das Ganze könnten versauen. Jetzt gehen wir hier links. Wir haben noch viele Sachen, die von der Prüfung die ein bisschen könnten, wie sagt man dem? Da gibt es auch keine Umleitung mehr, richtig Steuer am Ring, richtig Essenz und so. Weil sonst würde ich normalerweise nicht da durchfahren. Nein, jetzt fahre ich einfach da durch. Es gibt so viele Sachen, die dir ein bisschen beistellen. Und zwar, wenn du die A1-Prüfung machst, dann hast du die 125er Maschine, die zwar irrsinnig geil aussieht mittlerweile. Früher, wo ich halt A1-Prüfung hatte, ich sage euch, warum dass ich die hatte, am Ende des Videos. Bei der A1, wenn ich hatte, ich hatte wirklich so dünne Pnöli gehabt. So ein bisschen schneller fahren. Die hat wirklich so dünne Pnöli gehabt, und es gibt mittlerweile TÜV A1, die wirklich geil aussehen, wirklich irrsinnig geil. Aber sie haben immer noch keine Leistung, die haben immer noch irgendwie 12 bis, glaube ich, Maximum 15 PS dürfen zu haben. Ich glaube, Maximum 15 PS dürfen so eine Maschine haben. Kommt natürlich noch nicht so auf wie ich jetzt, weißt du? Brasilien, okay. Jetzt gehen wir links durch. Ich glaube, ich will schon irgendwie wieder weg. Und eben, sind wie gesagt, ich fahre mal ein bisschen schneller. Sehen zwar irrsinnig geil aus, aber eben haben keine Leistung. Und das Problem ist, wenn du direkt, ich sage jetzt, wenn du nicht mit der Möglichkeit wie ich Prüfung gemacht habe, sondern wenn du sie offiziell direkt machst, dann musst du erstmal die A1-Prüfung machen. Du musst Vorstunden nehmen, gegebenenfalls vielleicht auch nicht. Du musst dann schlussendlich die Prüfung machen. Und hat dich ein paar, sagen wir mal, im besten Fall nur ein paar 100 Franken gekostet, im besten Fall. Aber im schlimmsten Fall etwa 2'000, 3'000, was du auch für eine grosse TÜV-Prüfung könntest zahlen. Wenn du jetzt die kleine Prüfung gemacht hast, das ist zwar geil, dann kannst du mit von mir aus 17 oder 16 schon 125 fahren. Ja, ist zwar geil, aber du hast etwa 3'000 Franken in diesem Alter. Wenn man nicht das Geld schiessen hat oder reiche Eltern hat oder irgendetwas, ist 3'000 Franken mit 16 sehr, sehr, sehr viel Geld. Normalerweise. Weil man hat eigentlich in diesem Alter gar keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das ist schon 3'000 Franken gezahlt für eine Prüfung, die du Maximum 2 Jahre hast. Oder, ja, Maximum 2 Jahre hast oder nicht einmal. Weil nachher machst du Autoprüfung. Oder? Und die TÜV selber sehen auch irrsinnig schön aus, aber sind für die Nutztour, die man es braucht, für nicht einmal 2 Jahre und für das Alter ziemlich teuer, finde ich. Ziemlich teuer. Und muss man sich durch mir mehr als einmal überlegen, ganz ehrlich, ob ich das will machen. Beziehungsweise kommt dann noch etwas anderes dazu, und zwar würde ich es wirklich gar nicht machen, Prüfung. Ich will sie gar nicht machen. Jetzt müssen wir hier schnell anhalten. Da haben wir noch von Covid. Nein, da fahren wir nicht an. Immer noch Covid-Werbung. So, also. Ja, richtig Schwarzmaler gesehen. So. Eben, ich würde die Prüfung nicht machen, die A1. Ich würde die Autoprüfung machen mit 18. Bis 18 halt keine TÜV-Prüfung machen. Beziehungsweise, wenn du schon einen TÜV hättest oder eine Rolle, aber du nicht unbedingt so viel Geld investieren musst, dann kannst du
die A1 machen, also Lehrvorausweis beantragen. Also machst du erstmal die Autoprüfung, das ist ja Basistheorie, Auto, TÜV, Roller. Autoprüfung machen, du kannst dich dann für die Rollerprüfung anmelden. Dann aber auch nochmal einen Kunden, aber so viel, wie ich weiss, ist das so. Dann machen die Theorieprüfung, haben sie bestanden und dann können die Lehrvorausweis beantragen für den Roller oder so. Das könnt ihr machen, aber dann machen das so, dass er dann, Moment, oh, da hat es Fleckenmutter. Aber dann machen wir das so, dass er bitte versprechen Sie mir, bitte, macht das so, dass er keine TÜV-Prüfung, keine 125er-Prüfung macht, sondern dass er wirklich dann die Autoprüfung macht und dann haben wir auch die TÜV-Prüfung. Oder ihr macht direkt die Autoprüfung, habt nie etwas anderes gemacht, direkt die Autoprüfung, macht dann einen Kurs und dann könnt ihr auch 125er fahren. Ich weiss, es klingt blöd, wenn das jemand älter sagt. Ich weiss, es klingt blöd, wenn das jemand älter sagt. Ich habe auch immer meine Eltern und so haben das so geredet. Und ich habe es dann auch extrem scheiße gefunden. So das Spielverderber ist. Aber ich könnte es machen, wenn ihr wollt. Dann müsst ihr einfach etwa, ja, ich sage jetzt mal, mindestens 500 Franken zu viel zahlen. Mindestens 500 Franken würde ihr ganz sicher für die Prüfung zahlen. Ich habe keine Ahnung, wie viel das zahlt, aber ich meine, das Gesuch und vielleicht sagen wir mal mindestens eine Fahrstunde und bla bla bla. Würde alles Geld kosten, alles. Und dann würde ich mal sagen, wer es das war. Ich hoffe, ich kann euch mit dem Video ein bisschen helfen. Und dann wünsche ich euch einen ganz schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Ist das der Hausemersee? Nein, oder? Stammheim ist da in der Nähe. Ist das der Hausemersee? Wohl könnte schon sein. Ich glaube, das sind wir sogar mal Schlittschuhe früher in der Schule. Nein, ich würde mal sagen, wer es das war. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.